Servus bei der Daheim in Bayern. Ich bin heute auf dem Abrahamhof bei der Cordula zu Gast. Grüß dich. Grüß dich, Kathi. Schön, dass ich da sein darf. Gern. Ja, unser Thema ist heute der Butter. Also wir machen Butter. Der Butter, die Butter, ich weiß nicht, was sagst du? Die Butter. Die Butter. Also ich glaube, so steht es auch im Duden drin. Genau, und wir zeigen euch heute, wie man einen selber gemachten Butter macht. Ein selber gemachter Butter auf der Brezen, das ist der Hammer. So, wenn wir jetzt einen selber gemachten Butter machen wollen, was braucht man da alles dazu? Da brauchen wir ein hohes Glas, das gut schließt. Wir brauchen einen Schlagrahmen. Wir brauchen Geduld und ein bisschen Muskelkraft. Oh, das haben wir alles. Cordula, ich kann mir doch jetzt eigentlich einen Rahm oder die Sahne einfach so kaufen. Aber bei dir kommt es ja quasi aus der Kuh, oder? Ja, du kannst die Sahne kaufen, das ist richtig. Bei mir kommt es aus der Kuh. Ich habe meine Milch und wenn ich die jetzt stehen lasse, dann darf die aufrahmen, weil Fett schwimmt oben, das wissen wir ja schon. Dann kann ich das abschöpfen und dann hätte ich meine eigene Sahne. Wenn jetzt aber mit dir, wenn ich das jetzt mache, da habe ich die Sahne gekauft, da der wir uns viel leichter, weil das erwarten wir eigentlich gar nicht. Ja, da braucht man ein paar Tage länger. Genau. Aber ich kann doch jetzt eigentlich zum Bauern gehen und sagen, hey, gib mir mal Rohmilch und lass ein paar Tage stehen, dann kommt doch der Rahm auch raus, oder? Selbstverständlich, das kannst du auch machen, aber bitte in den Kühlschrank, damit es schön frisch bleibt. Und dann wartest 2 Tage und dann hast du oben richtig schöne Sahneschicht drauf. Die schöpfst du dann ab. Übrigens, für ein Backerl Butter, bzw. für ein Pfund Butter brauchst du 10 Liter Milch. Dann darfst du dich anstrengen beim Bauen, das ist ja große Kanne. Na, sauber. Genau. So, jetzt legen wir aber los mit dem Buttern. Was müssen wir jetzt als erstes machen? Jetzt nehmen wir die Sahne und legen gleich los da herum. Jawohl. So. So, Kathi, jetzt füll dir da Sahne ein, ungefähr 1 cm. Schraub das entsprechend fest zu, dass nichts rausgeht. Jawohl. Und jetzt darfst du schütteln, nach allen Regeln der Kunst. Shake, Ich mach auch gleich mit. Jawohl. Machen wir gleichzeitig, oder? Genau. So, Ja, so, jetzt legen wir los. Und zwar immer von oben nach unten. von oben nach... Oh, das Du ist siehst das. Ja, ja. Genau. Oh Gott, oh Gott. Willst du das kleinere Glasl haben? Na, geht. Weil es geht um den Schüttelweg. Da muss ich nämlich jetzt in diesem Vorgang, trennt sie jetzt praktisch das Fett aus der Milch raus und bildet kleine Butterhörnchen, die heißen wirklich so. Okay. Und irgendwann wirst du mal hören, dass sie das ganz anders anhört und dass ein Butterklumpen entsteht. Und deswegen braucht man die Geduld Und die den Schmolz. Ja, Buttern, das ist ja ein richtig altes Handwerk in Bayern. Auf die Almen in die Berg, da hat man das schon 3000 Jahre vor Christus gemacht. Die Sänger, die haben da einen Chaos gemacht und Sahne und Butter. Und es war ja wirklich wertvoll damals. Die Milch, die war richtig kostbar. Ist ja heute immer noch, auch wenn die Milchpreise so kaputt gemacht werden. So, Kathi, jetzt hörst du es, jetzt hat sie es abgesetzt, das klopft. Hörst du das? Ja. Und dann können wir gleich schauen. Siehst du das, wie schön die Butter geworden ist? Ja, wunderbar. Und das werden wir jetzt abschütten, weil die Buttermilch kannst du ja trinken. Und den Butter darfst du jetzt auf ein Brot aufstreichen. Ja, Wahnsinn. Und wie schaut es jetzt bei dir aus? Schauen wir mal, hä? Noch ein bisschen fester schütteln. Nur schon, okay, ich bin noch gar nicht ganz fertig. Gut. Jawohl. Aber es hört sich schon ganz anders an, man hört die Buttermilch schon. Ja? Genau. Jetzt machst du das Glas auf und dann schütten wir die Buttermilch ab. Und dann sehen wir den Butter, der ist dann in den Sieb drin. Kannst klein einschütten. Genau. Ja, Wahnsinn. Du, aber Cordula, der Butter ist jetzt eigentlich gar nicht so ungesund, wie man immer gesagt hat, oder? Ja, woher denn? Das ist auch nicht wahr, dass der Butter den Cholesterinpegel erhöht. Und da ist kein Wasser drin, gar nichts, das hast du ja selber gesehen. Du kannst den jetzt veredeln, wenn du magst, mit dem Kräuter oder mit den Ringelblumen, je nachdem, ein bisschen farblich oder so. Aber es ist immer ein ganz natürliches und belassenes Lebensmittel. Ja, dann haben wir ja Glück gehabt, weil Butter ist echt was Gutes. Und was machen wir jetzt mit dem Butter? Im Kühlschrank, oder? Ja, normalerweise tun wir den schon im Kühlschrank, weil das Fett muss ja durchhärten. Das ist, wenn du es nicht in den Kühlschrank tust, dann hast du plötzlich noch mehr Flüssigkeit, die austritt. Und dann schaut es halt auch nicht mehr schön aus. Ah ja, gut. Aber jetzt würde ich sagen, probieren wir nochmal, oder? Freilich. Und dann tun wir in den Kühlschrank oder wir essen es gleich ganz auf. So, gut, dann. Und ein selber gemachtes Brot hast du noch, gell? Das Brot, genau. Ja, siehst du das alles selber gemacht? Das ist doch ein Traum. Du magst auch Scherzerl, gell? Ja, Rally. Das Beste, was es gibt. So, dann tun wir das einmal drauf. Und dann habe ich einen frischen Schnittlauch gebracht. Ich glaube, jetzt machen die ganzen Zuschauer daheim gelussert.
Einwandfrei. So, lass das gut schmecken, Kaffee. Das werde ich machen. Einen guten Eichel haben und viel Spaß. Oh. Boah, ist das gut. Kann man essen. Servus bei der Ham in Bayern. Ich bin heute auf dem Abrahamhof bei der Cordula zu Gast. Grüß dich. Grüß dich, Kathi. Schön, dass ich da sein darf. Gerne. Ja, unser Thema ist heute der Butter. Also wir machen Butter. Der Butter, die Butter, ich weiß nicht, was sagst du? Die Butter. Die Butter. Also ich glaube, so steht es auch im Duden drin. Genau, und wir zeigen euch heute, wie man einen selber gemachten Butter macht. Ein selber gemachter Butter auf der Brezen, das ist der Hammer. So, wenn wir jetzt einen selber gemachten Butter machen wollen, was braucht man da alles dazu? Da brauchen wir ein hohes Glas, das gut schließt. Wir brauchen einen Schlagrahmen. Wir brauchen Geduld und ein bisschen Muskelkraft. Oh, das haben wir alles. Cordula, ich kann mir doch jetzt eigentlich einen Rahm oder die Sahne einfach so kaufen. Aber bei dir kommt es ja quasi aus der Kuh, oder? Ja, du kannst die Sahne kaufen, das ist richtig. Bei mir kommt es aus der Kuh. Ich habe meine Milch und wenn ich die jetzt stehen lasse, dann darf die aufrahmen, weil Fett schwimmt oben, das wissen wir ja schon. Dann kann ich das abschöpfen und dann hätte ich meine eigene Sahne. Wenn jetzt aber mit dir, wenn ich das jetzt mache, da habe ich die Sahne gekauft, da der wir uns viel leichter, weil das da warten wir eigentlich gar nicht. Ja, bis da das braucht man ein paar aufhört. Tage länger. Genau. Aber ich kann doch jetzt eigentlich zum Bauern gehen und sagen, hey, gib mir mal Rohmilch und lass ein paar Tage stehen, dann kommt doch der Rahm auch raus, oder? Selbstverständlich, das kannst du auch machen, aber bitte in den Kühlschrank, damit es schön frisch bleibt. Und dann wartest 2 Tage und dann hast du oben richtig schöne Sahneschicht drauf.